Ganz schönen guten Morgen, die Damen und Herren. Ich begrüße mich ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz am Schluss von der Ostervakanz, wo ich hoffe, dass jeder den Gelegenheit hat, sich ein bisschen erholen an der Vakanz, ein bisschen Aufstand auch konnte, gewonnen vom stressigen Alltag, vor allem vom stressigen Alltag auch an der Schule, die aber aufregend war die letzten Wochen am Main, dann, wo Lore im Moment kommen, für einen gewissen Rückblick zu machen, Rückblick auf die Situation zwischen der Christvakanz an Lo Osterem, an aber sicherlich auch einen Ausblick zu machen auf eine weitere Etappe, wie wir probieren, alles drin zu setzen, Schulen sicher zu machen, Schulen aber auch abzuhalten, an mit größter Normalität größtmöglichster Normalität können funktionieren zu den an die Etappe, die dort steht, dass die von den Schnelltester, die an der Schule sollen gemerkt gehen, ab der nächsten Woche flächendeckend überall an dazu kommen wir gleich. Wenn wir zurückgucken auf die letzte Monat, dann erinnern wir uns vor allem auf einen Moment, den Eiser feiert hat, den mich persönlich auch erfeiert hat, das war für der Fußvakanz, wo wir da aber ganz stündlich und überraschend zu müssen dezidieren, eine Woche Homeschooling am Enseignement fundamental zu machen, das weil Neuinfektionen doch ziemlich explosionsartig abgegangen sind am Reichsstaat, schlecht konnten erklären, das weil wir auf einzelnen Plätzen da aber Großclusteren gesehen haben, weil wir es Großsurgen dem Moment gemacht haben, die neuen Varianten vom Virus, die ja auch noch gesagt haben, demals schon, dass sie mehr ausstechend wären für Kinder und für Junge. Wir haben eine Reihe von neuen Mesuren dezidiert, unter anderem auch eine Maskepflicht, also obligatorisch die Parfummaske zu machen, an der Grundschule, was wir bis dahin noch nicht hatten. Und kann in Haut feststellen, dass die Situation sich nur der Fußvakanz der aber beruhigt hat, stabilisiert hat, und dass man, was die Schulpopulation anbelangt, 12 von den Neuinfektionen eigentlich am selben Rhythmus sich entwickelt hat, wie Lorem Zanta bei der gesamten Population. Auch also so, und das beruhigt uns eigentlich auch, dass man immer an einem Szenario sind, wo man eine large Majorität von denen, die an einem Kontakt, an einem ehemaligen Kontakt mit einem positiven waren, an der Schule, dass die Fälle, die die large Majorität von den Positiven ausmöcht, wo man davon aus müssen können gehen, dass es eigentlich dann nicht zu Infektionen an der Schule kommen, als weil es eben isoliert positiv Fälle waren. Aber dazu haben wir auch noch ein bisschen mehr. Wir haben, wie wir das schon ein paar Mal gemacht haben, auch einen Rapport d'Analyse erstellt, zusammen auch diskutiert mit den Kollegen von der Santé. Der Rapport d'Analyse ist validiert vom Komitee de Pilotage, was das Gremium ist, wo die Experten von der Santé und von der Education Tag für Tag eigentlich Kontakt mit ihnen stehen, für die Evaluation von der Situation von Covid-19 an den Schulen zu machen. Der Rapport basiert auch auf Chiffren von der Inspektion sanitär. Wir machen den Bericht, weil das wichtig ist. Wichtig ist für Transparenz zu sorgen, wichtig ist für eben ganz transparent auch können zu rapportieren, weil Transparenz ist sicherlich eine wichtige Voraussetzung für Vertrauen zu schaffen, Vertrauen an die Gestion von Covid, an die Schulen, an die Betreuungsstrukturen, da wo die Jungen eben all da an und aus gehen. Das ist wichtig, dass wir präzise Informationen auch können liefern über die Infektionen, über Einzelphänomene, die man gesehen haben, wie zum Beispiel Clusteren, für auch ein besseres Verständnis für die einzelnen Mesuren können zu kreieren. Wir machen das ja alle Woche rapportieren wir am Detail Chiffre von Neuinfektionen von der gesamten Schulcommunity, dann delen sie an die Einzelszenarien an. Und wir machen eben noch mehr einen detaillierten Rapport allgemein für die Entwicklung an der Zeit nach können zu suivieren, für aber auch können den Fokus auf Einzelaspekte zu richten. Und wir machen das sicherlich aber auch für als Mesuren zu überprüfen, an auch gegebenenfalls zu adaptieren, falls sich heraus soll stellen, dass man auf der einen oder anderen Platz nicht fix genug sind, für den Virus neben anzufangen, dann wann präsent ist. Ich gehe gleich dem Romanes, den
Chef von der Direktion vom Enseignement sekundär ass me sech awer Hand enger ganze Reihe vu Mainint weil exklusiv och Gestion vum COVID këmmert an och eng mat geschafft huet beim Ausschaffen vun diesem rapport an den als op eng Reihe vun Gegebenheiten eng Greif vu Konstant Heinerenke spezifisch hinweisen, die Damen an die Herren vun der Presse die Hutten rapport am Detail vierlein an gëtt selbstverständlich or de Breden Publik verdeelt, die wir da im Internet sieht. Mit das schon der Wert sech eng Greif vu Punkten enke méi am Detail können nun zu gucken, Romain dust wird. Voilà, vielmals, merci, Herr Minister. Ja, wir sind also mittlerweile beim dritten Rapport d'Analyse dann ukom, dem wir vierlehen über die Situation an den Schulen, die Sanitärsituation an den Schulen, an den Lyceen. Die Periode, die aufgedeckt wird, der das Periode von der Christvakanz bis Ostern, also grosso modo die 3 ersten Monate von diesem Jahr. Sondern Zweck von dem Rapport also für eine Analyse zu machen von der Situation, so wie sie sich an den Schulen durchstellt, vom Infektionsgeschehen an den Schulen. Das aber auch Zweck für eine Evaluation für zu holen von den Mesuren, die am Kader vom Stufenplan geholt wurden, während der Periode an eventuell auch Rekommendationen zu machen, für den Minister zu orientieren bei seinen Decisionen. Die Zahlen, das soll schon gesagt gehen, die Basis durchstellen von diesem Rapport, die kommen von der Inspektion sanitaire. Voilà, ich gebe euch eine Kurzpräsentation machen vom Rapport mit den Hauptfällen, mit den Hauptkonklusionen ansprechen, dann hast du noch nach largement Gelegenheit für auf Fragen zurückzukommen, die da eventuell hat. Den letzten Rapport, den hat am Anfang aufgeschlossen mit der Remarque, dass eine große Vigilanz misst und den Dach legen, was die neuen Virusmutationen anbelangt. Virusmutationen, die am Laufe vom Monat Dezember verstärkt abgetreten sind, von denen ein konnte unholen, dass sie sich giffen weiter verbreiten. Das am Anfang genau das, was geschieht. Das heißt, das den ersten Fait marquant, den wir konnten feststellen für diesen Rapport. Die neuen Varianten, die haben sich mit einer rasanter Geschwindigkeit am Anfang entwickelt. Aber wenn wir schwätzen von neuen Varianten, dann ist das an der Hauptsache den britischen Variant an den südafrikanischen Variant. Ich gebe euch dazu eine Grafik projizieren, den also weist, wie die Entwicklung von den Varianten für uns gegangen ist. Für dich mal, wo hier stammen als Kenntnisse von den Varianten, mit das so, dass den LNS den Laboratoire National de Santé regelmäßig einen Teil von den positiven Echantillons sequenziert. Zwischen 10 und 30% von den Echantillons gehen analysiert. Für die Schule waren da die gesamten Beobachtungszeitraum ungefähr 16% von den Echantillons. Und das geht durch für gesicherte Erkenntnisse zu gewinnen, was die Verdelung von den Varianten anbelangt. Die Schwarzkurve, die weist den Prozentsatz von den sequenzierten Echantillons an, was ihr für allem ganz gut könnt erkennen, dass das an den ersten 2 Wochen da haben wir am Anfang nach die Original-Sush, nennen wir mal so, die Original-Sush vom Virus, die zu 100% dominiert. Und dann, los, das sind die blauen Balken, los, ab der 3., 4., 5. Woche könnt dann den britischen Variant voll zum Drohen. Und ab der 5. Woche leihen wir bei dem britischen Variant bei ungefähr größtenteils über 70% von den sequenzierten Echantillons. Den anderen neue Variant, den südafrikanischen, den als Manner präsent, wird sich auch Manner sehr verbreitet, mehr in as aber auch präsent. An die Entwicklung, die geht von den Varianten, die geht auch nach dem nächsten Tableau verdeutlicht. Den nächsten Tableau
dem er agedeelt hun an eng eischchte Period vun grosso modo Christch bis d'Fuesvakanz, an eng Zzweetperiod vun der Fuesvakanz bis zu der Ostervakanz, an wo man feststellen, dass an der eichter Period die Original Such vum Virus nach 40% ausgemacht huet, an den britischen Variant schon 57%. Stellen wir also fest, an der zweiten Periode lagen wir bei dem ursprünglichen Virus schuss nach bei 9% von den Fällen, während der britische Variant schon bei 74% liegt, an die südafrikanische bei 17%. Das ist also ein Resultat, was ganz markant ist, was weist, dass die ursprüngliche Such vom Virus am Fungehol ball komplett verdrängt gin ass, dat se Bild wat sech total verändert huet. An dat huet natürlich Konsequenzen, die fanden wir an der wissenschaftlicher Literatur, die soen ganz klar, die wissenschaftliche Literatur sieht ganz klar, dass die neue Varianten eng viel mehr Transmissibilität hun. Eng Transmissibilität, dat heißt, sie überdrohen sich mehr leicht oder ernstes ausgedrückt kann in sich mehr leicht mit denen Varianten ustierchen. Und das bleibt natürlich nicht ohne Konsequenzen ob die Infektionsgeschehen an der Gesellschaft ganz allgemein, an natürlich auch ob die Infektionsgeschehen an den Schulen am Speziellen. Was für Konsequenzen wären das? Du sind erstens mal Clusteren abgetreten, ich werde hier nur noch ein bisschen mehr im Detail darauf eingehen. An einen anderen Phänomen, den wir festgestellt haben, dafür gebe ich die nächste Grafik weisen. Ein anderes Phänomen, den wir festgestellt haben, geht aus diesem Grafik am Fungehol A4. Den vergleicht den Taux d'incidence von den Schülern am Enseignement fondamental mit dem Taux d'incidence von den Schülern am Enseignement secondaire. Was wir hier feststellen, dass es am Fungehol keinen eindeutigen Trend mehr gibt, so wie das bislo der Fall war. Bislo war es so, dass der Taux d'incidence am Fungehol geklommen ist mit dem Alter von den Schülern. Und das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Wenn der Rapport am Detail guckt, da fand auch nach Renseignementen über den Taux d'incidence innerhalb vom Enseignement fondamental und innerhalb vom Enseignement secondaire. Und noch da ergibt sich dasselbe Bild. Es ist kein eindeutigen Trend mehr zu erkennen, den gibt so, dass der Taux d'incidence klimmt mit dem Alter von den Schülern. Das ist eine echt wichtige Erkenntnis. Wir müssen aber auch sagen, wir wissen nicht für was, dass das so ist. Ich hatte ähnlich gesagt, die neue Varianten, die haben ganz sicher mehr eine hohe Transmissibilität. Wir wissen aber nicht von der Susceptibilität von den jungen Kindern, für sich auch mit denen Varianten vom Virus umzustehen. Da gibt bislo die wissenschaftliche Literatur nicht hier. Da haben wir keine gesicherten Erkenntnisse, der dehnt sich, was wir feststellen, was wir gesehen anhand von den Zahlen, dass das Vitesse an de Volumen von den Transmissionen zugeholt wird. Und zwar quasi an allen Alterskategorien von der Schulbevölkerung. Das hat Konsequenzen, hatte ich gesagt, an einer Konsequenz, also die Apparition von den Clusteren, die Apparition von den Clusteren, die haben wir hauptsächlich am Enseignement fondamental festgestellt, wo eine Reihe von Clusteren gaufen. Und ihr seht nächsten Grafik, also das Beispiel von Schöffling. Und wir haben das Beispiel geholt. Wir hätten noch andere können holen, weil es am markantsten ist. An die Clusteren am Enseignement fondamental, die treten ab, gerade an dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo die britische Variante löserlos dominant wird. Das Ende Januar, Anfangs Februar, wie ihr noch Grafik von Schöffling kann gesehen. So leidet also auf der Hand, dass es den Zusammenhang gibt zwischen den neuen Varianten, dem Auftreten von den neuen Varianten und dem Auftreten von den Clusteren am Enseignement fondamental. Hier sieht ihr am Beispiel Schöffling ganz klar, dass 12 von den Fällen also für die Löser an der Stärke abgeht an der Woche vom 25. Januar, 1. Februar, 8. Februar. Der Test, das muss ich ganz gut aufpassen.
mit den neuen Varianten stellen wir fest, dass wann der Virus bis an der Schule ist, da kann die Entwicklung bemol ganz rapid zuholen. Schon wenig gesagt, Vitesse an dem Volumen von den Transmissionen hält so, das seid ihr wirklich Beispiel Schöffling ganz gut. Das heißt auch, dass ihr muss die nötigen Maßnahmen, die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt holen. Ich werde ja nur noch ein bisschen auf die Maßnahmen angehen. Ich will aber nach im Moment bei der Analyse bleiben, das wird auch Grafik gesehen von Schöffling, das ist ein Taux d'Inzidenz von der Gesamtbevölkerung. Aber was frappant ist, dass das Zahl von den Fällen am Fungol klimmt, man Taux d'Inzidenz, den auch löser geht. Und das ist natürlich auch kein Zufall. Am Rapport da fanden sich auch weiter Grafiken, weiter Zahlen, weiter Fakten, die am Fungol belegen, dass das Infektionsgeschehen an den Schulen, das hat immer nur der Spiegel ist vom Infektionsgeschehen an der Gesellschaft. Und zwar sowohl auf lokalem Plan oder regionalem Plan, wie zum Beispiel auch auf sozioökonomischem Plan. Voilà, soviel zu der Analyse. Für mal von den Chiffren. Nur dem Teil von der Analyse gebe ich aber ganz gern auf die Evaluation von den Mesuren angehen, die geholt wurden am Kader vom Stufenplan. An der erste wird man da mal festgestellt haben, dass die Interruptionen von der Schulzeit, das heißt Vakanzen, an auch die Periode von Enseignement à Distance, dass die schon einen Effekt hatten auf die Infektionsgeschehen an den Schulen. Das heißt, wir hatten die Christvakanz mit einer Woche Enseignement à Distance d'UNO, am hatten noch eine Woche Enseignement à Distance 400 Fußvakanz. An Alkes haben wir einen Effekt gesehen an den Schulen, an zum Teil auch an der Gesellschaft. Für wer ist das so? Das ist relativ einfach zu erklären. 12 von den Kontakten, die hält auf. Die Aktivitäten, die gehen limitiert auf den Cercle familial. An die Mobilität von den Leuten, die hält auch auf. Das ist ganz klar. An so haben wir Pferdesport am Anfang nur der Fußvakanz, die Situation, die ein bisschen mehr kritisch im Moment war, zu beruhigen. Den Effekt von der Christvakanz, die wäre nach mir stark. Allerdings muss ich noch sagen, dass du ja auch an der Gesamtgesellschaft Lockdown geherrscht wird, den die Entwicklung auch weiter gebremst wird. Allerdings, und das ist auch ganz evident, ist das eine Mesure, die nicht leicht fangen können. Es muss immer eine exceptionell mesure bleiben. Du wirst das meist groß Sorge machen im Wohlbefinden von den Kanner. An das Wohlbefinden von den Kanner, der das immer noch am besten garantiert, wann Kanner an Schule gehen, an die beste Form von Unterricht, also auch noch immer den Präsenzunterricht. Voilà, dann sind wir auf dem nächsten Grafik, die Verdelung von den Szenarien. Szenarien am Fundamental gehen hier durchgestellt. Die Szenarien, ihr wisst, dass das den Begriff ist, den wir gebrauchen, für die Situationen an den Schulen zu charakterisieren, die Infektionsgeschehen zu charakterisieren. Wir haben 4 verschiedene Szenarien. An den Szenario 1, das ist die von der Mise à l'écart. Das heißt, wir haben den Fall von engem positive Schüler, dann also so, kein weiterer Fall an der Klasse. Und dann ist es so, dass die anderen Schüler nicht a Quarantäne gesagt gehen, mehr an eng Mise à l'écart, der Tisch besteht Maskepflicht ja sowieso an für allem dürfen sie sich auch nicht mehr mit den anderen Schülern vermischen, zum Beispiel an der Kantine oder bei anderen Aktivitäten. An der Grafik vom Fundamental, den weist ganz klar, dass den Szenario 1 nach immer die Großmajorität von den Fällen durchstellt. Wir leihen bei Ball 90% von den Fällen. An den selbigen ähnlichen Grafik für den Sekundär, die weist das auch nach, du leimer bei engen 87% ungefähr von den Fällen, die in Szenario 1 durchstellen. Was heißt das? Mir das am Fungol etwas ganz wichtig ist, weil es weist, dass an der ganz großen Majorität von den Fällen den Szenario 1 die richtige Mesure war. Nom Szenario 1, no der Mise à l'écart, ist der Virus nicht weitergegangen an der Schule. Und das ist die ganz große Erkenntnis, den Szenario 1, die Mise à l'écart, ist am Fungol durchgegangen, für Progression vom Virus zu stoppen. Und das weist sich auch nachher auf
dem nächsten Tableau. Den nächsten Tableau, wo man also eng Periode tun von September bis Dezember an eng Periode von Januar bis März mit der Verdelung, der proportionaler Verdelung von den Szenarien. Und du gesehen am Fongehol, dass von der ersten bis zur zweiten Periode 12 von den Szenario enten sich nach einkehr vergrößert wird, sowohl am Fundamental wie auch am Sekundär. Es scheint also so zu sehen, dass da eine Mesure ist, die greift, an die auch verhältnismäßig ist. Ich meine, das auch das, was ganz wichtig ist, dass eine verhältnismäßig Mesure, sie steht am richtigen Verhältnis zum Problem, dem wir begegnen, nämlich ein positive Schüler an einer Klasse an. Es geht also dadurch nicht die ganze Schulorganisation auf Top gestaltet. Eine andere eigentlich wichtige Erkenntnis ist, dass man können so dass Troll von den mobilen Testequipen sich als ganz wichtig erwiesen wird. Die mobilen Testequipen, die wisst, dass am Kader vom Szenario mobil Testequipen an den Schulen in NRW sind, für Schüler zu testen, also zu gucken, ob der Virus weitergegangen ist oder nicht. Die Mesure, die hat man am November angefordert, also einfach am Januar voll operationell gehen. An die Schüler, die am Kader vom Szenario 1 getestet goen, die weisen eine Todepositivität op von 1,47%. Nimmen 1,47%, muss ich sagen, weil das ein niedrigen Taux, der wir nicht vergessen, dass das Schüler sind, die am Kontakt waren mit einem anderen Schüler, den positiv war. Von den einer Zahlen hält als Vergleich, Zahlen, die sich aus dem Contact Tracing agieren, nur der Quarantänen, das sind Zahlen, die viel mehr hoch sind. Also auch hier kann ich sagen, mit einem Taux de Positivität von 1,47%, Leimer am Fongehol ganz gut tun. Voilà, zum Aufschluss will ich nach zwei Mesuren kurz erwähnen, die am Fongehol schwer zu chiffrieren sind. Ich habe viel Zahlen gesehen, Grafiken gesehen. Ich will nach zwei Mesuren auf vier streichen, die schwer zu chiffrieren sind. Das einerseits Maskenpflicht, die für allem am Fundamental neu ist. Du wisst, dass am Sekundär die meisten Schulen schon eine Maskenpflicht hatten. Maskenpflicht also, die wahrscheinlich besonders am fundamental dazu beigetragen wird, dass die Clusteren auch konnten gestoppt gehen, nicht weitergegangen sind. An eine zweite Mesure, die auch ganz wichtig schenkt, das Vierlehen von einem negativen Testresultat für die Schüler, die aus einer Quarantäne rauskommen. Das sind zwei ganz wichtige Mesuren auf einem sanitären oder epidemiologischen Plan. Wenn ich müsste einen Ausblick machen, dann gebe ich, oder Resümee für die erste 10, da gebe ich so, dass die Situation sich an den Schulen stabilisiert wird, nur der Fußvakanz stabilisiert, mehr ich muss aber einen Ausblick machen, da gebe ich so, dass wir weiterhin müssen ein hohes Niveau de Vigilance aufrechterhalten, das liegt auf der Hand. Wir sehen, dass die Schule auch weiterhin wird tributär bleiben von der Entwicklung vom Infektionsgeschehen an der Gesellschaft. Das scheint auch evident. Und da muss man es natürlich auch Fragen stellen. Fragen wie zum Beispiel, wie werden wir vielleicht den ersten Effekt müssen von den Vaccinationen? Das muss ich dann noch für den nächsten Rapport weisen. Schließlich ein Gleichfroh, und damit gebe ich auch zurück und den Herr Minister, ein Gleichfroh, als inwiefern können die Schnelltester, die werden zum Einsatz kommen, inwiefern werden die Infektionsgeschehen an den Schulen beeinflussen, das muss man dann auch für den nächsten Rapport evaluieren. Voilà, ich merci so viel zu der Präsentation vom Rapport und ich gebe dann zurück und den Herr Minister. Ja, vielmals merci dem Romanes. Sicherlich sind dazu nach Frohen, wo den Roman und ich selber nur ganz gern drauf können angehen. Ja, das tut nicht Sinn, die Konklusionen. Auf der einen Seite muss man vigilant bleiben, muss man dann abhalten, muss man wackrig bleiben. Wenn man aber merkt, wie schnell zum Beispiel sich die neue Varianten verbreiten, noch an der Schulpopulation, an der tatsächlich als für eine neue Herausforderung gestaltet wird. Und auf der anderen Seite sehen wir aber nachher, dass man trotzdem für aber Situationen konnten stabilisieren, Zenter davor sind. Und das ist sogar aber eine ganz Reihe
von Indikateure gibt, die darauf hindeuten, dass man doch gut am Griff hatten an den letzten Wochen. Wenn ich gucken, die Heichzahl von Szenario 1, also isolierten Fällen, wo man davon heraus muss gehen, dass die Infektion nicht an der Schule stattfand wird, wenn ihr gesagt, wie niedrig eigentlich auch die Todepositivität ist von den Schülern, die an einem Szenario 1 getestet wurden, natürlich auch Kontakt mit den positiven an der Schule wären. Und da aber just 1,47% von denen dann noch positiv getestet goufen, weist wie gut die Mesuren respektiert gehen, an dat sie aber auch wirken an den Schulen. Wir haben an diesem Rapport d'Aktivité auch nach zu lesen, Schüler an seiner Sänger ganzer Gemeng getestet, nämlich Steverding, weil dort Prävalenz auch an der Population ganz hoch war an dem dorten Zeitraum. Und wir haben als eigentlich darauf gefasst gehalten, dass wir ganz viele positive Resultate kriegen und dazu feiern, dass wir viel Quarantänen hatten, Klassen müssten so machen, Schulen vielleicht sogar müssten so machen. Nun von 3700 Tester, die gemacht wurden, PCR-Tester, die da gemacht wurden, waren da just mal 10 nach zusätzlich positiv, weil eben auch eine Indikation gibt, wie niedrig das aber Dunkelziffer ist. Und das ist so ein Aspekt, die ganz DAX diskutiert wird, wo ihr seht, ihr bringt halt Zahlen oder wir schaffen halt Basis von Chiffren, wo wir aber nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer da ist. Das gibt also auch eine Indikation, dass sie nicht allzu hoch wert sind. Und das trotz dem Fakt, dass wir einfach ganz viel Präsenzunterricht hatten, quasi volle Präsenzunterricht am Fundamental, an just auf den ersten Klassen am Sekundär, wo du eine Woche über die andere Präsenzunterricht an Homeschooling ist. Eng weiter Stärkung vom Fundament für den Präsenzunterricht wird dann den flächendeckenden Ersatz von den Schnelltester gehen. Und das ist ein weiteres Element eben an einer ganzen Teststrategie, auch rundherum Schulen, rundherum Betreuungsstruktur, rundherum die ganze Schulkommunität, weil man testet ja heute schon ganz viel, aber wir werden auch über einer Wehr ganz viel weiter testen. Wir testen bei all Kontakt mit einem positiven, sie wird über die Mobiltestequipen an der Schule oder über Ordonnance, wohin dann an das Labo geht. Wir machen Präventivtestingen, wie sie gerade Lohne einkehr zitiert haben, zum Beispiel von Deiferding oder von Schöffling für drin, wo wir ganz Schulpopulationen an einer Schule, an einer Gemeinde, an einer Region können durchtesten am Fall von einer hohen Prävalenz. Wir machen das Large-Scale-Testing, wo man auch immer nächste Kampagnen machen für die ganze Schulkommunität an das Large-Scale-Testing zu invitieren. Alles das bleibt bestehen. Aber die Lohnerreinkeier eben ergänzt mit Schnelltester, die man an der Schule machen, wo alle Schüler, wo alle Enseignants, wo alle Educateurs, auch die Educateur und die Educatrice aus der Maison Relais, sich einmal pro Woche mit einem Schnelltest können testen. Das erlaubt uns wirklich einen ganz guten, nationalen, permanenten Abblick an die Infektionsgeschehen bei den Jungen, bei der Schulkommunität zu kriegen. Und erlaubt uns natürlich nach einer auf ein zusätzliche Moyen zurückzugreifen, für Infektionsketten zu detektieren und dann auch ganz frei können zu stoppen. Wir werden uns dafür durch den Ersatz von den Schnelltester an den Schulen, bei den Schülern, bei den Enseignants nach ein Stück mehr Sicherheit für die Schulen, aber auch dadurch mehr Präsenzunterricht, die kann garantiert gehen, ein Stück mehr Sozialkontakt, eine Möglichkeit für Sozialkontakte zwischen den Jungen zu ermöglichen, an ein Stück mehr Normalität auch an unseren Schulbetrieb, an den Mengen an Leben, an den Lebensalltag von den Kindern, die Jungen, den Enseignants, den Educateuren auch können zurückkriegen. Wir haben uns auch nur die Konklusionen, die wir in einer Pilotphase konnten sehen, dezidiert für mit einer gewissen Flexibilität auch hier rund zu gehen, an den Schulen schon eine gewisse Marge de Manöver zu lassen, wie sie das wollen umsetzen. Wir rekommandieren sicherlich, dass wenn wir so die Schüler und Enseignants sollen einmal die Woche getestet gehen, dass das 1/5 von der Klasse alldach ist, für ein permanent einen Abblick auch an Situation zu kriegen, also alldach 1/5 von der Schule sozusagen getestet wird. Es kann aber sein, dass das, wenn es organisatorische, logistische, vielleicht auch sogar pädagogische Gründe einmal nicht geht an der enger oder anderen Schule, da kann die Schule dann noch dezidieren, für auf engem fixen Tag dann eine ganze Klasse bei ihnen zu testen. Wir rekommandieren da aber auch, dass dann nicht Klassen alle Guten auf engem Tag testen, wir auch ja dann Klassen verteilt, über die ganze Woche guckt.
gibt eine Reihe von Prinzipien, die als dabei wichtig sind. Ein also, da bleibt so, man war immer der Meinung, dass Teste freiwillig soll sein. An auch Schnellteste an der Schule werden freiwillig gemacht gehen. Und dafür werden wir auch den Akkord, das Konsentement von den Eltern frohen, den aber auch an der Testphase schon ganz hoch loch. Wir gehen also davon aus, dass wir eine ganz starke Partizipation von der ganzen Schulkommunität beim Schnelltesten werden kriegen. Ab dem Cycle 2 an der Grundschule bis Premiere ist es dann so, dass die Schüler sich selber testen unter der Obsicht vom Enseignant am Cycle 1. Das ist so, dass die Schüler den Test mit heimkriegen, dann den Test mit der Hilfe von den Eltern machen. Den Enseignant sammelt in beiden Fällen einfach noch die Resultate, geht sie da weiter und Santé führen. Auch dafür froh mit dem Verständnis, dem Konsentement von den Eltern für die Resultate da können weiter zu gehen. Es sind also Autotester, wie ihn das nennt, wo der Schüler, auch den Enseignant, sich selber testet und nicht den Enseignant, der Schüler testet. Und die Tester, die sind auch so einfach gehalten, dass jeder das ab dem Cycle 2 von der Grundschule kann machen. Und das tun auch als Pilotphasen an einzelnen Schulen agin. Und wie die Tester wirklich gemacht gehen, das können andere, denken ich, viel besser erklären, wie ich das kann machen. Und dafür gucken wir vielleicht kurz an ein Video ran. Wannst du das kannst, kannst du auch Datei. Von der Lo-Ugi Schnelltester an den Schulen an den Lycée genutzt, wird die Verbrede vom Covid zu bremsen. Den Test ist sehr gemacht und geht nicht weh. Was brauchst du für diesen Test? Im Test ein Stäbchen, ein Ampoule, ein Bic, ein Lass. Für dich schreibst du deinen Namen auf den Test. Hol das Stäbchen aus der Verpackung und Stierchen und Nusslach, just 2 cm. Mit dem muss das nicht sein. Drehen 5-mal rundherum. Du noch hältst du dieselbe Stäbchen, stichst an das andere Nusslach und drehst auch 5-mal. Allo, lest du das Stäbchen auf den Test. Schütt 6 Tröpse von der Flüssigkeit auf das Stäbchen und drehen dann 2-mal nach links und 2-mal nach rechts. Mach die Karte so und lese auf die Platz, die du für 4 gesehen hast. Allo hast du 15 Minuten warten, für das Resultat vom Test zu kriegen. Den Rest von der Verpackung kannst du in der Zwischenzeit an Pubal geheuen. Der Enseignant guckt sich das Resultat an. Wenn rote Strich im Test ist, dann ist der Test negativ. Bleib an der Schule und pass weiter gut auf dich auf. Wenn 2 Rotstriche drauf sind, ist der Test positiv. Da musst du dich von den anderen Schülern weghalten. Die Schule sieht deinen Eltern Bescheid, wie dass sie dich sicher kommen. Die Schule sieht auch der Inspektion Sanitär Bescheid und die holen Kontakt mit deinen Eltern ab. Wir sind alle ein Teil von der Lösung. 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 Zusammen geben wir dem Covid-19 keinen Platz an unseren Schulen und Lyceen. Das ist eine Information vom Ministère für Education, Kinder und Jugend und Zusammenarbeit mit der Direktion von der Santé. Voilà, ich denke, jeder gesagt, dass so Schnelltests zu machen, so einen Autotest zu machen, dass das wirklich keiner liegt. Wir haben gesehen, dass die Tester nicht nur einfach zu handhaben sind, auch von den Schülern, auch von kleinen Kindern schon einfach zu handhaben, sind wir dazu auch extrem zuverlässig sind. Wir hatten an den 2 Wochen führende Ostervakanz eine Pilotphase laufen an 6 Schulen, 4 Grundschulen, 2 Lyceen, wo mehr wie 7000 Schnelltester konnten gemacht während den 2 Wochen, wo 5 positiv Schülerinnen und Schüler dabei herauskommen sind, aber doch extrem beruhigend war. Alle 5 goufen auch konfirmiert über den PCR-Test. Das heißt, dass man hier nicht große Phänomen oder gute Phänomen hatte von falschen positiven Resultaten. Es war auch so, dass eine große Partizipation festzustellen war, ja, bei den Kindern, an den Jungen zum Teil eine große Begeisterung festzustellen war, 4 Mat zu machen. An der Grundschule war es am größten. Da haben 97% von den Kindern
mam Konsortement von ihren Eltern mat gemacht 89% von dem Schulpersonal. Am Sekundär waren net nach 90% von den Schüler von den ënnechte Klassen, 83% von den irwechten Klassen, en Klammer just opmachen, ein Deel von den irwechte Klassen geht als zweet woran Schul, dat kann eng Explikationen dürfen sinn a 85% vom Schulpersonal die hai mat gemacht hunn. Dat weist, dat man iwwer die Schnelltester do allwoch e ganz großen Deel von der Schulcommunityit errechen, weil die Partizipation leit deitlich mé heich wie die vielleicht 50%, wie man bei der Kampagne vom Large-Scale-Testing dies Dach an der Vergangenheit erreicht hun. Insgesamt konnte man feststellen, dass die Testphasen noch gut verlaufen sind, dass die Tester breit akzeptiert goufen und dass es absolut möglich ist, wie gesagt, als Jungen, auch als Kleinkind, den selber zu machen. Ich will ein großes Merci so an all denen Schulen, den Enseignern, die mitgemacht haben, ein großes Merci, aber auch für die exzellente Summenerbestimmer Heimat der Santé hatten iwwer die letzten Wochen für den richtigen Test rauszusichern, für die richtige Strategie zu finden, für die Konzeption von der Schnellteststrategie auch da wirklich können zu machen, das wie auch zu machen bei den Pilotschulen dann als Lo auch ganz stark Orientation eben zu gehen, wie man es verallgemeinert kreien vier Frohen, die echt an den medizinischen Fachbereich rangehen, haben wir auch heute den Dr. Tom Denzer bei uns von der Direktion von der Santé, an den kann auch do redundant bei dieser Pressekonferenz stehen. Wir werden an den nächsten Tag eng breit ugelöschten Informationskampagne lancieren, den flotten, löschte Film, do als ein Deel, ein Element, do davon all Informationen iwwer Testen an de Schulen fan der op www.edutesting.lu. De Mëttech werd wie regelmäßig mcht Facebook live ab 5 Auer op der Facebook-Seite vom Ministère de la Santé ein Facebook-Chat sinn, wo auch ganz viel frohen rundrem Testen an der Schulen an Schnelltester könne Gestalt beantwort gin dat och mam Dr. Tom Denzer, Koordinateur Strategieattaché à la Direction de la Santé, an aber auch mam Gilles Damen, den Koordinateur vom Testing an der Education vun Eisenminister aus ass an den aber auch Direktor vom Office National de l'Enfance ass. Nächste Woche dann en Dünchten den 20. April haben wir ein Webinar organisiert für die Enseignants, für doch eine kleine Formation online dann auf Distanz zu kreieren, wie jemand den Schnelltester an der Schule soll schaffen, wo auch sicherlich ganz viel Fragen von den Experten können werden beantwortet gehen. Nächste Woche fängt die ganze Kampagne also an. Nächste Woche ist es aber so, dass so wie wir es an der Pilotphase hatten, auch heute fir allerrecht an der eischter Woche den Schüler den Testwert mat hem kreien fir een do ze summe mat den Eltern ze man. Ich denken, dat dat wichtig ass, dat Eltern jo Bild machen, wenn man froh de Konsentement vun den Eltern an Eltern soll noch wisse wer ze do zoustimmen, wat fir den Test dat do gemerket an Herrno Schüler allwoch selber an der Schul mat ihrer Zustimmung solle machen an dann fromer auch während der Woche do den Konsentement an der Woche drop as dann so dat wirklich den echten Autotest dann an der Schule auch gemerk gëtt mat Ausnahmen vum Cykel 1 do bleibt es so dat den Schülerinnen und Schüler den Test mat kräen an der den Opsicht vun den Eltern werden machen. Et sind genug Tester bestall an NRW fir an dem dote Rhythmus könne bis groß Vakanz zu fuhren an Donno muss man weiter evaluieren. Für all sind Schnelltester eben einen weitere wichtigen Schritt. Schulen trotz dem COVID-19, trotz der Präsenz von COVID-19 an der Schulen, an der Schulpopulation, aber können größtenteils abzuhalen. An der Schule für Druscher gesagt, wir testen haut schon viel über NRW und wir werden weiter über NRW testen. Notamment also so, dass an der letzten Tag eine Invitation rausgegangen ist, und als Schüler und alle Enseignants, auch und die Edukateuren aus der Maison Relais, für beim Large-Scale-Testing mit zu machen, wie ein Dosisch ungeschwert fehlt, und aber vielleicht irgendwie keine Invitation soll kriegen, die kann nach Reinkeier auf testing@men.lu das als rappelieren, und der kriegen auch da nach Reinkeier eine Invitation no geschickt. Wir testen weiterhin über das Mobilekippen oder über d'Ordonnance die ganz Klassen, wann sie in Kontakt sind mit einem positiven Fall.
an wie gesagt ganz Schulen oder Gemengen oder Regionen beim Fall von heiger Prävalenz, wann ihr seid, dass der Virus mehr präsent ist, da können wir auch eine Testkapazität ganz punktuell schrauben. Also kommen noch einmal Schnelltester dabei. All Woche, all Schüler, all Enseignants, all Educateur kann sich testen lassen. Da kriegen wir noch einmal viel mehr genau Bild, wie das bei den Testkampagnen über die Large-Scale-Testing, die dann aber all 3 Monate an der Regel stattfinden, der Fall ist. Hier kriegen wir eigentlich einen permanenten Abblick an das bei einer großen Majorität, wie auf jeden Fall zu hoffen, dass wie Pilotfest gewesen wird, von der Schulkommunität. Wir sind all ein Teil von der Lesung, ja, lo kann jeder selber auch noch ein Kerepes für die Andämmung vom Virus machen, an dem sie sich selber testet könnt, wie bei der ganzen Bekämpfung von der Pandemie auch hier, ob all Einzelnen und all Einzelnen, die sein Teil dazu beiträgt, für die Pandemie so weit wie möglich aus also Schulen rauszuhalten. All einzelne Schüler, Enseignants, Educateur, wurden am vergangenen Jahr Gestbarrieren angehalten, die wichtig waren, für die Schulen an der Schule kommt weiter stattfinden. All Einzelnen kann auch durch einen Schnelltest nach ein weiteres Stück Sicherheit, ja, ein weiteres Stück Normalität an der Schulalltag zurückkriegen. Und dafür will ich auch schon eine große Merci, so eine große Merci und alle Schülerinnen und alle Schüler, die hier werden mitmachen, eine Merci und die Eltern, dass sie hier kann dabei encouragieren und unterstützen. Eine Merci auch an die Enseignants, nicht nur, weil sie sich selber testen lassen, aber auch, weil sie den Schülerinnen und Schülern die nötige Unterstützung beim Testen zukommen lassen, sie guidieren daran, sie encouragieren, Teil zu holen, und die Resultate zu sammeln und weiter zu leiten. Das für uns alle gute kleinen Gesten, und das tun wir am Film gesehen, wirklich nicht weh tut. Es dauert doch nur ein paar Minuten für mehr Zeit, vielleicht zusammen an der Schule können zu verbringen. Das soll da alle guten Wert sind. Wenn wir auf die nächsten Wochen noch 4 gucken, da werden wir sicherlich weiter müssen analysieren, weiter müssen aufweihen. Mit der Schnellteste an der Schule besteht sicherlich auch die Hoffnung, dass wir ein Stück Normalität an den Schulbetrieb können zurückkriegen. Wir sind alle guten Hoffnungen darüber, dass wir entgegen ganz vielen anderen Ländern die Schulen so weit wie möglich abgehalten haben an diesem Schuljahr. Ich will noch einmal rappellieren, bislang waren natürlich 2 Wochen Homeschooling von den 24 Schulwochen am Fundamental und war 1 Woche Homeschooling von den 23 Schulwochen am Sekundär. Vergleich mit anderen Ländern ist das sicherlich remarkabel. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass am Lycée auf den jeweiligen Klassen die Schülerinnen und Schüler aber nicht alle 2 Wochen Präsenzunterricht an der Schule haben, an eben die anderen Wochen Homeschooling daheim haben. Wir werden schon daran interessiert sind, wie wann es möglich ist, auch vielleicht durch Schnelltester mehr Sicherheit an die Schule können zu bringen, dann auch vielleicht den Apprentissage und Alternance zurückzuschrauben, an die Schüler für den Rest vom Schuljahr ganz an der Schule können zu hören. Schmengen, das wäre natürlich die beste Variante. Aber das muss man analysieren, das muss man prüfen, mit Hoffnung besteht aber sicherlich darüber. Aber wir sind auch bereit, wenn es eine weitere Verschärfung von den Mesuren soll gehen. Wir haben es hören, wir haben es am Rapport festgehalten, Präsenz von den neuen Varianten als eine Realität gehen, sie dominieren auch an den Schulen, aber bei der Schulkommunität, an den Risiko für eine Infektion ist doch aber deutlich noch einmal mehr hoch. Und dafür haben wir ja rund um den neuen Stufenplan auch abgelöst, für bereit zu sein. Eine Reihe von Mesuren werden darüber können deklanciert zu gehen, den Apprentissage und Alternance auf den untersten Klassen am Lycée, also für sämtliche Schüler, mit Ausnahme von der 7. an der Premiere, wäre eine Möglichkeit, die präpariert ist, an die wir alle Moment können dezidieren, aber auch an der Maison Relais Gruppen mehr strikt zu trennen, en Funktion von der Komposition von der Schulklasse. Moes, das also nicht mit einer kann dabei kommen wie Moes an der Schule. Auch da ist eine Mesure, die präpariert ist, an all die Gemengen, an all den Maison Relais, an ganz schnell kann implementiert gehen, an die wir als Last führen, einem generellen Homeschooling können holen, das ist, dass wir die Schule auf Neues beschränken, den Präsenzunterricht auf Neues beschränken, an der Mitte ein Homeschooling hätten, wir dann aber gleichzeitig auch alle anderen Aktivitäten
an der Maison Relais, an einer periparaskuläre Aktivitäten, auch Vereinsaktivitäten für Kanner, da müssten einer Bannen, auch Kanten wären dann direkt zu und gehen daheim essen. Alles das ist präpariert, gehen an den letzten Wochen wir hoffen, dass wir nicht brauchen. Wir sollten aber so sein, für das Virus können aus der Schulpopulation und aus den Schulen rauszuholen, da müssen wir es leider holen. Etwas haben wir nämlich an dem vergangenen Jahr geleiert, dass man weiter vorsichtig bleiben, dass es schwer zu sagen, als was Zukunft das wirklich bringt. Mutationen haben Situationen für die Schule nach ein Kehr erschwert, mit das, was wir haben, das kann kein als mehr holen. Aber bislang haben wir ein Schuljahr in ganz schwierigen Bedingungen, aber können mit einer gewissen Normalität auflaufen lassen. Am Gegensatz zum Ausland haben wir kein ungebrachtes Jahr, auch kein aufgebrachtes Schuljahr mehr Jahr, wo wir bislang alle Chancen haben, da gut an können zu bringen. Und das Perspektiv und noch Tatsache, dass wir auch auf die Eventualität vorbereitet sind, falls mehr stark Infektionsgeschehen konstatiert wird an der Gesellschaft oder an der Schule, das stimmt mich doch zuversichtlich, ja, liegt optimistisch, dass wir auch an diesem Schuljahr, werden zweit Schuljahr in der Covid-Bedingungen ist, gut an können, das Schuljahr aber gut an können zu bringen, an mehr testen, auch Schnelltester, die werden sicherlich do können ganz hilfreich sein. Dazu zu so eine Reihe von Explikationen, sowohl über die letzten 3 Monate, was man eigentlich analysiert und herausgefunden hat, wie aber auch über Perspektiven, die Schnelltester an der Schule bieten. Ich gehe aber mal davon heraus, die hat nach ganz viel Fragen dazu, ob die ich selber keine Antworten, darum sicherlich erwarten Dr. Danzer, den berät das, ob die erste medizinisch orientiert Fragen zu antworten. Ja, just genannt, es wäre vielleicht eine Möglichkeit für Schnelltester den Alternanzunterricht, dass das dadurch Kind abhalten. War das dann der genaue Kriter, wo du da gehen zu, okay, Schnelltester wirken, weil wenn Schnelltester wirken gehen, vielleicht bedeuten, dass sie viele Infektionen findet. Schnelltester aber trotzdem durch PCR bestätigt gehen und nicht viel falsch negativer oder falsch positiver gehen. Aus Daten dat verzählt oder aus einfach just für zu gucken, ob am Allgemeinen nicht viele Infektionen da sind an der Schule. Sicherlich als Teil, wie man ein generell an die Regierung am großen Ganzen immer vorgegangen, das nicht ein einzelne Kriter, wo man so, wenn man das Resultat bei den Schnelltester, dann machen wir das dort und dann machen wir das dort. Das ist immer eine Gesamtevaluation, die wir vorholen. Wir haben eine Gesamtevaluation für die vergangene Periode gemacht. Wir werden in der nächsten Woche gucken, ob wir Entwicklung nach die positiv unterstützt wird gehen durch Schnelltester wird gehen, und dann muss man das aufweihen. Wir wissen, dass man vielleicht ein gewisses Risiko absetzen, wenn wir den Apprentissage en Alternance aufschaffen, am mehr Schüler an den Schulen, am Transport, an der Kantine, am Schulhafen, am Weg für an Schule, also weiter präsent werden hun. Ja, das ist ein Risiko, wenn wir Gefühl haben, den gut können zu kontrollieren, an auf der anderen Seite kompensieren durch mehr Schnelltester, die wir machen, da können wir eventuell an die dritte Richtung gehen. Mit das, wie du sagst, ein Aufweihen zwischen ganz vielen Aspekten. Dir kennt meine Haltung dazu, dass ich so viel Normalität an der Schule natürlich gerne hätte, für der Bildung so viel Chance wie möglich zu gehen. Und auf der anderen Seite muss man gucken, ob man durch das neue Mesuren, die wir können holen, mit den Schnelltester, den Virus dann vielleicht auf einen anderen Weg aus der Schule können rausholen. Das wird schon in den nächsten Wochen ergehen. Ich gebe mich jedenfalls freuen, wenn man ein Stück mehr Normalität für den vom Schuljahr könnten holen. Und ich denke, dass Enseignants das so gesehen, und ich denke auch, dass die ganz viele Schüler das so gesehen und so spüren. Wissenschaftliche Etüden weisen ja, dass hauptsächlich Frequenz von denen wie oft getestet wird, da das was wichtig ist, für zu gucken, also für eine Pandemie eine Kontrolle zu kriegen. Der gesagt, die Tester gingen einmal die Woche gemacht, gehen an immer auf E5 von der Klasse reduziert. Wie weit hast du keine Evaluierung gemacht, für vielleicht 2-mal die Woche Tester zu machen? Und
dann eben net just e 5 vun der Klasse zu kontrollieren. Also die Überlegung, die goufe sicherlich auch gemacht. Am Gegensatz zu anderen Ländern, not Österreich schon mal stark orientiert, weil die schon eng von der längerem Lummer Schnelltester auch operieren auch denselbechten Test wie an Österreich heilo geholt. Wir testen nach anderem viel mehr. Und dafür habe ich schon insistiert, dass es wichtig ist, dass man nicht das Gefühl gehen, dass man den Schnelltester do bereich nicht mehr an die Large-Scale zu gehen. Oder man den Schnelltester do bereich in anderen Testkampagnen nicht mehr Deal zu holen. Das ist komplementär zu dem Testen, was wir heute schon machen. Wir testen an der Regel ein Zehntel von der Population alle Woche. Das soll auch bei den Schulen Bestand haben. Und das heute könnte nach ein Jahr oben drauf. Und da muss man ja auch gesehen, dass positive Schnelltest lässt ja einkehr den Test von der ganzen Klasse aus, respektive von den konzernierten Enseignern dann noch aus, den dann an drin könnt. Aber wenn den Enker positiver findet, dann gehen drin einkehr weiter Tester, die gemerkt gehen. Und wenn in dat alles neben den Nähen lädt, du hörte da ein bisschen zum jetzigen Zeitpunkt überdriven geschenkt da kein deutlich Plüvalu geschenkt, wenn man zweimal Wochen testen. Mir auch dat als keine exakt Wissenschaft an noch do wird man als Experize muss machen, aber wenn man herausfannen, dass man do noch ein Stück mehr Sicherheit können kreen, dann kann ich noch auf den dote Weg gehen. In Österreich gibt es eng Pflicht auch für die Schüler für sich testen zu lassen. Also die Schüler, die sich nicht testen lassen, die dürfen nicht am Präsenzunterricht teilholen. Besteht doch nicht das Risiko, dass indem es kein Fleischteil festgelöscht wird, dass dann aber im Allgemeinen, gerade von sollte den Alternanzunterricht aufgeschafft gehen, dass da das Risiko viel mehr groß geht, dass Infektionen unentdeckt gehen. Ja, ich meine, muss da genau einen Unterschied machen. Wir haben ja auch eine gewisse Pflicht, sich testen zu lassen, dass man Kontakt hat mit einem, der positiv war. Da muss ich mich an der Schule auch testen lassen oder ich muss meine ganze Quarantäne eben aufsetzen. Die Möglichkeit haben wir ja auch gehen, dass die Schule das dort selber kann kontrollieren und das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Hier sind wir ja aber in einem Domain, wo wir so einen präventiven Testing machen. Wir testen eine ganz Schulcommunität einfach mal so durch und das einmal die Woche. Ohne, dass da bei jeder Ränge wirklich ein Grund haben drauf wäre oder Verdacht haben drauf wäre, dass der positiv wäre, dass einem Risiko ausgesetzt gewesen wäre. An dem sind wir hier bei diesen Testern in einer ganz anderen Situation. Und da sagen wir, was das präventiv ist, das soll freiwillig sein, so wie die Large-Scale-Testing präventiv ist und freiwillig ist, sollen auch die Schnelltester halt präventiver freiwillig sein. Und gesagt den aber, dass man der dort Haltung aber eine große Partizipation haben, und ich gehe mal davon heraus, dass wir mal Pilotphasen hatten, dass da eine gute Indikation ist, wie es auch generell am Lycée oder an der Grundschule wird sind, wo man rund 90% aber drin von Partizipation, der Grundschule ein bisschen mehr, am Lycée ein bisschen mehr, da das deutlich mehr wie bei dem anderen präventiven Testing, beim Large-Scale-Testing, aber wenn wir das alle Woche einmal können machen, haben wir sicherlich noch einen viel besseren Abblick an Präsenz vom Virus an der Schulcommunität, wie das heute erlaubt ist. Ohne muss ihn zu forcieren. Was bei Eis, weil ich auch so sicherlich eine Diskussion haben, drunter feiern, wie man der Schulpflicht ist, wenn man an der Rechtsabbildung, wenn man aus einem nicht wirklich motivierten Grund, wo kein nachvollziehbares Risiko besteht, dass das kann positiv kein Sinn, an den nicht belöscht ist, nur einem den Zugang zur Schule geben, verweigern, gebe ich auch falsch fanden. Und das ist das, wo ich immer darauf hinweisen muss, alles aufweihen. Rechtsabbildung und zum Teil eine Schulpflicht. Aber man muss natürlich gucken, dass man das Risiko reduzieren von der Propagation vom Virus an der Schule. Und an dem dote Fall bei einer Testpflicht bei den Schnelltester wäre man doch zu stark an eine Richtung gegangen. Ja, Serge Kessler hat 1,7 kein Gesamtzahl genannt, also trifft das bis zu 120.000 Tester pro Woche soll gemerkt werden. Wir haben eine Schulcommunität von rund 120.000 Schüler, Enseignants, Edukateuren an einmal die Woche, dann kommen wir auf 120.000 Tester pro Woche. Wie sollen die Autotester funktionieren während der Pechvakanz? Sie gehen dann nicht, da gibt kein Autotester gemacht, weil die Schule nicht funktioniert.
Dann enge froh nach Herr Neest hat gesot, dat der nächste Woche am Maint eich Effekter vun der Vaccination zu gesinn. Wenn die rächen de dummer dat ich kann an Junker könne geimpft gin, a ginnet neii Evaluungen Schulpersonalpriorität zu impfen. Ja, also das ist so, dass man natürlich keine Erkenntnis nach hun wenig die richtige Wachsen gibt für die jungen Schulpopulationen, das weiß man nicht. Wenn lo den Personalenseignant unbelangt do stimmen wir Kontakt mit den Autoritäten von der Santé für zu gucken, ob du eventuell möglich ist, den Personalenseignant auch schon echt zu vaccinieren, wie die endgültige Decision ist aber danach nicht geholt. Dat du ginn die Überlegungen Herr Meusch, dir könnt für selbst dabei so. Bescheinet hat Menge Mask verstoppen bei dem dort Sujet gedenk so ich ma man an dat ass dat Joel Hanno oder Lebenssëmfeld vun den Junen die Lächplatz an der Gesellschaft ass wo ganz viel net vacciniert net geimpfte Leiit bei ne kommen. Wa man lo weiterfuhren dem Alter no Rof ze impfen wie vir gesinn ass. Momentan sind man in einer Situation, wo nach Kevaccin zougelos ass fir Junker Kannerinnen in 16 Joer kommen do Äwer Ball 120.000 oder mat sein immer die erwussene wäsch 100.000 Junker Kanner all der bei ihnen, die net geimpft sind an de Virus wird dat natürlich ganz interessant fannen, weil op andere Plätzen an der Gesellschaft werden sei we net mi fannen an der Wert sich darüber konzentrieren. Wo dann viel net vacciniert Leiit bei ne sinn an der dat net wie haut der Mä, dat muss man am Blick behalen, wat dat och fir Risiko fir Personal eventuell Matze springt, wenn man jo an enger Ver sinn, wo immer méi awussener geimpft ginnern an andere professionellen Aktivitäten dann een normale Mix huet mal bei denen Kontakter tschen geimpften an net geimpfte wie an der ganze Gesellschaft ass. Mit noch Senior, den an Schul geht, den Edukateur, den an Schul geht, den ass natürlich engem Umfeld, do eng Berufsumfeld, wo für alle mat net geimpften Leiit a Kontakt as fir as de Sujet Regierung hat jo och bei ihrer Impfstrategie darauf hingewiesen, dat den ab gewëssen Alter will mal Rof impfen, war mal initial 50 Jo gesot, an dann enker d'Analyse will man no sozioprofessionelle Kriterien net Prioritäten geef ginnern. Déi Diskussionen wiederum an nees gesot, die féiermmer momentan an do wird Region dann noch enkeier wann net soweit as Konklusionen zei. Kennt der Fall sinn? Ich denke, dass die Sujet do an den nächsten Wochen soll diskutiert gehen, für dann noch Plätze sind am Fall, wo bei 55 Jahren zum Beispiel kommen. Lynn Kruch, den RTL Tele Lützeburg. Die hat wieder gesagt, es waren relativ wenig Schnelltester positiv an der Pilotphase, die werden dann noch mal ein PCR konfirmiert gehen. Wie ist es mit denen, die negativ waren? Sind auch systematisch nach PCR-Tester noch gemacht, die für falsch negativer Fleisch rausfahren oder nicht? Nee, das ist nicht der Fall, dass du sie keinen PCR-Tester gemacht haben. Soll das doch nicht gemacht gehen, Hanno? Geht Ihnen nur einfach davon aus, dass die Tester sicher sind? Nee, also das können wir nicht machen, weil das auch aus logistischen Gründen absolut nicht möglich. Das gibt eigentlich Kapazitäten komplett überfordern. Ich meine, es wäre auch nicht nötig, für das zu machen. Also wir entweder gehen zu Möglichkeiten, entweder ist der Schnelltest positiv oder negativ. Bei allen Positiven machen wir einen PCR-Test an drin, wenn man aufhängt, bei allen Negativen noch einen PCR-Test an drin zu machen, dann können wir direkt PCR-Teste für jeden machen. Wir machen auch andere Tester, das vor, wir müssen noch wissen, und dafür ist es wichtig, dass die anderen Tester weitergemacht gehen, und dass den do nicht Motivation verliert, zum Beispiel an die Large-Scale-Testing zu gehen. Den Schnelltest ist für allem weist positiv an, wenn er um Höchstpunkt von der Infektion ist. Der PCR-Test ist mehr sensibel, er kann man schon für drin, für allem auch noch nach positiv anweisen. Und dafür ist es für allem, aber für uns auch wichtig, dass man die anderen Tester weitermachen. Und das ist auch wichtig, weil wenn ich einen positiven Schnelltest habe, dann riskiere ich auch an Quarantäne zu kommen. Und dafür wollte man auf jeden Fall mal nach einem positiven PCR-Test einen Rund aufwerten. Das ist ein PCR-Test muss machen, den dann noch positiv ist, können den direkt der Quarantäne, muss ihn das konfirmieren mit einem PCR-Test nach einmal.
weil man wollen auch nicht Leute nur Quarantänen sitzen hun oder den Konzernierten isolieren aus einem Fall der Quarantänen hun, wo eigentlich der PCR-Test negativ gewicht wäre. Für mich war extrem beruhigend, dass wir bei der Testphase festgestellt haben, dass wir da 5 positive hatten am Schnelltest, die dann noch am PCR-Test positiv war, aber darauf hindeutet, dass das Phänomen von der falschen positiven bei diesem Testabschied nicht ganz stark wäre. Nach eng froh den Oflaf vun den Schnelltest an de Schulen Hanno, dat schenkt relativ klar. Wie se lo konkret fir lo méendech? Lo sie nach kein Tester gemacht, Di eichwoch so der man leit se do hem. Kren se do eng Rekommandaioun, dats de Schüler Aen soll méendech direkt man den anderen recht Mëttwoch an noch fir an allem, well awer lo Vakanz war. Sie und ein an den Large-Scale gescheckt gehen, was do wie heich Partizipation nehmen das? Nee, dat lebt du nach momentan du kann jo nach Schiin sech op senge Plage wie dat da konvenéiert sech androhen, auf wie Plagen disponibel wären am Large-Scale-Testing sind auch nach die an der Vakanz sind die fleitrechte samsche sondech rumkommen, die soll ja nach nächst Woche gangs der Wuchtmeigkeit hunn an donne werd man enkeieren bilanzéien wie die Kampagne vom Large-Scale-Testing sowohl von der Partizipation wie aber auch von der Resultater hier gelaf ass nächst woch ass eng woch wo jiin se schwer testen mit war fir alles wichtig dat dat enke do hem geschieet für allem an der Grundschule dat d'Eltern e gut gefil hunn a wirklich sech können e Bild machen an dat net vielleicht eng Film gesinn mir wirklich auch gesinn wie kann er do hem nummer der eens gin an dann desideieren ob ze do willen dat Matman oder net oder d'Autorisaun gin oder net an de Schu gesot mir rekommandeieren dat all der 5. vun der Klasse getestet mir losen aber auch do de Schulen en gewisse Flexibilität durch an die Flexibilität gilt natürlich auch ganz besonders für die echte Woche die Tester Werte nächste Woche ausgeliefert gehen Unschulen sind NRW an dann werden sie auch Matheim goen an dann wird Dono d'ältere werden hier Decision dann holen um sie dat regelmäßig an der Schule machen lassen oder nicht dann ab der 2. Woche lebt dann regulär an der Schule. Just nach do Präzisionsfrau wann d'Eltern lo Test machen, de wir positiv wo wen melden se sech lo wie werden se stiechtwoche? Den fir do gesot hun den noch senger sammelt Resultater do aner gëtt dat dann och op Santé an dofir as et wichte dat d'Eltern och an dem Konsentement net nëmmen d'accord sinn, dat den Test gemerket, mir och dat Resultat und Santé weiter giget. Ich gut nach vor vom Tom Haas vom Tageblatt daran, den leider verhindert das. Ich lese einfach 4. Wen hört der neue Rapport mit Eis geschafft? Wer ein Fischer wäre bedeligt? Wer ein Ministerien am besten mit nehmen? Das ist so, dass Vertreter von der Education nationale die den Rapport am Anfang redigiert tun, das sind Vertreter von den Services vom Enseignement fondamental, vom Enseignement secondaire, und dann haben wir auch als Vertreter von der Cellule de Koordination. Und dann ist es so, dass, wie Herr Minister gesagt hat, der Rapport als validiert ging vom COPIL, dem Komitee de Pilotage, den angesagt ging als am Kader vom Stufenplan vom Ministère de l'Éducation nationale vom Ministère de la Santé an den Komitee de Pilotage. Da sind von Seiten von der Santé Madame Dr. Françoise Berthet dran, Direktrice adjointe von der Santé, den Herr Dr. Joël Mossong, Epidemiolog von der Santé, an den Herr Dr. Bachara Ziadeh, den Chef von der Medizin scolaire. Dann nach eng Zweetfro gëtt die Reklammen oder Vakanz an der Schulen de kann 4 gespielt. Ja, ich denke schon, dass man ganz viel Meier gehen für eben flott zu erklären, kantgerecht zu erklären, auch wie die Tester da gemerkt haben, das ist kein Reklam, das ist ein Film, den auf ein kantgerecht Manier weist, wie in der Sto kann selber testen, an den die ganz verständlich Angst, die kann er da riskieren zu haben, die auch besser soll wegschwellen. Die so Konsentement von Älteren wie heich. Wir haben an der Testphase festgestellt, dass wir 97% am Fundamental von den Schülern hatten, die ein Konsentement von den Eltern hatten. Und am Sekundär da waren das für die ersten Klassen mengglisch 87% und 83% für die Ewigklassen. Also
schwankt rund 90% méi deitlich am fundamental Zustimmung wie am Sekundär kann er auch immer dazu dienen, dass ein Deel von den Schüler aber irgendwo über die anderen am sekundären Schul können, dass er die Busse gedreckt wird. Dann die letzte Frage, wie immens zuverlässig sind die Tester? Ich meine, dass die Tester, die sind zugelost, die Tester, die gehen auf andere Plätze angesagt. Wir haben zusammen mit der Santé, vor allem den Laboratoire National de Santé, und eine ganze Reihe von Tester getestet. Eher auf die WH gegangen sind. Und ich kann nicht so, da an der ersten Phase sind da getestet gehen, die sind alle gut ekartiert gehen, weil sie als nicht zuverlässig genug geschenkt haben. An nur der Pilotphase, wo dann aber die dort Resultate gesagt. Und da erkennen den aber schon, dass das heute ein ganz zuverlässigen Test aus für allem hatte kein falsch positiver. Nach ein Jahr, der Mensch als wichtig, auch ein negativ Testresultat beim Schnelltest hecht net, dat ech net den Dach drop op immer Lustierchen sinn. Ja, weil den heute Schnelltest oder Schnelltest allgemeng sind für allem sensitiv, dann dem Moment, wann den Heichpunkt vun enger Infektion ass, wann den also ustierchend ass, an dürfe as der Titan nach komplementär zu all den anderen Testinitiativen, die existieren ze gesinn, an dürfe kann net an solle net losen och schwer meinsch negativ am Schnelltest, an dafür kann ich lo vielleicht den nächste Weekend trop bis méi erleben. Dat wäre die falsche Approche, an die geht schief. Gut, dann gebe ich vielmals Merci so für ein Ernte an der Gesimmerreis zu gegebener Zeit rüm, die auch sicherlich ein echte Bilder über Schnelltester an der Schulen zu zeigen. Vielmals Merci.